Das ist immer etwas Spezielles, wenn wir eine neue Predigtserie anfangen. Und ich glaube, die wird vieles auch tun. Und ich glaube, am Schluss von dieser Serie, wenn du kommst mit einem offenen Herz, wenn du vertraust auf die Hilfe vom Heiligen Geist, du wirst nicht der gleiche bleiben. Gottes Wort verändert uns. Amen. Ich werde mit einer kleinen Geschichte anfangen heute Morgen. Und zwar mit einer Wette. Die Sonne und der Wind, die haben einmal eine Wette abgeschlossen und haben gesagt, wir wollen schauen, wer der Stärker von uns ist. Und der Wind, der hat angefangen zu blasen und hat gesagt, ich zeige das jetzt. Und hat den Menschen ausgesucht auf dieser Erde, der hat angefangen zu blasen und blasen. Der Mensch ist dort und denkt, was passiert da mit dem Wetter? Den Mantel genommen, um sich geschlungen. Der Wind ist immer stärker geworden. Er hat den Mantel zugemacht. Der Wind ist noch stärker geworden. Er hat die Kapuze genommen, über den Kopf gezogen und hat gesagt, hoffentlich hört das endlich mal auf mit dem Wind. Und der Wind schaut die Sonne an und sagt, hast du gesehen, was passiert ist? He? Der hat sich schützen. Und dann hat die Sonne gesagt, jetzt bin ich dran. Dann hat sie angefangen zu leuchten und Wärme. So 20 Grad, 21 Grad, 22 Grad, 23 Grad. So richtig angenehm. Und der Mann dachte, wow, wie cool das Wetter wechselt, nimmt die Kapuze runter, 24 Grad, macht den Knopf auf und am Schluss zieht er den Mantel ab und die Sonne schaut den Wind an und sagt, hast du gesehen, wer der stärker ist? Und ich denke, manchmal ist die Liebe eben auch so. All das, was Macht und Kraft und vielleicht auch irgendwo Druck nicht kann, das kann die Liebe. Sie kann Herzen erwärmen. Liebe ist in der Lage, Menschen zu berühren, zu erneuern, zu verändern. Menschen, wenn sie Liebe spüren, merken sie können vertrauen. Sie müssen sich nicht schützen. Sie können sein, wie sie sind. Sie können mit der Offenheit, mit der Transparenz kommen. Und darum ist die Liebe für Gott so wichtig. Und darum ist die Liebe etwas, was für unser Leben so wichtig ist, für unsere Beziehungen, für unsere Kleingruppen sowieso. Und wir wollen heute anfangen mit der ersten Eigenschaft von der Frucht vom Heiligen Geist. Das sind nicht Früchte, das ist eine Frucht, weil Gott will, dass all die Eigenschaften, die dort genannt werden in der Bibel, bei uns in unserem Leben dürfen entstehen. Und wir wollen heute mit der stärksten Kraft anfangen, mit der Liebe. Und ich möchte euch einladen, gerade euch mitzulesen von der Bibel. Und vielleicht können wir mal aufstehen, wenn wir den Bibeltext lesen. Ihr hockt noch genug heute Morgen. Und etwa die mache ich das so gerne. Wäre schön, wir könnten es doch miteinander lesen. Okay? Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit und ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wollen wir noch mal kurz stehen bleiben? Herr Jesus, wir danken dir einfach auch für das Wort aus der Bibel, aus dem Galaterbrief, das du uns gegeben hast, das nichts von seiner Aktualität und nichts von seiner Wahrheit verloren hat. Und ich bete, dass die Kraft von deinem Wort und deine Liebe, die da ist, und dein Heiliger Geist, der da ist, dass er das Wort heute Morgen nimmt und unsere Herzen auch einfach hineinleitet, dass wir es brauchen können und dass es einen Impact hat auf unser persönliches Leben. Amen.
Amen. Ja, ich glaube, wenn wir den Text so mitgelesen haben, das haben wir, das ist mega cool, haben wir auch gemerkt, hey, das ist nicht einfach so ein Friede, Freude, Eierkuchen-Text oder so ein bisschen happy, clappy und dann ist alles gut, sondern wir spüren in dem Text, hey, da geht's wirklich um eine Auseinandersetzung, da geht es wirklich um einen Kampf, es geht um mehr als ein paar Lifehacks für unser Leben, irgendwo ein besserer Mensch zu werden. Sondern es geht um eine radikale Erneuerung von uns, von unserem Menschsein, um eine radikale Erneuerung auch in unserem Charakter. Und das Wunderbare ist, das wird ja schon jetzt an den Anfang stellen, die grosse Arbeit von dem machen nicht wir, sondern die macht Gott. Aber er sucht Menschen, die zusammenwirken mit ihm, zusammenarbeiten mit ihm. Und Gott will etwas Wunderbares bewirken. Er will die 9 Eigenschaften, die wir da gelesen haben, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, er will all diese Sachen in unserem Leben hervorbringen, dass sie Teil werden von uns. Und übrigens, Früchte kaufst du ja auch im Laden, um sie zu geniessen. Und es ist eigentlich ähnlich bei dem, wenn unser Leben mehr von dem hat, werden wir ein Genuss für andere. Das ist eine gute Sache. Und die Frage ist, wie kommt, und heute wollen wir uns dieser Liebe zuerst einmal widmen, wie kommt die Frucht überhaupt in uns? Wie wird die entwickelt? Und ich möchte, so, weil es die erste Predigt ist, möchte ich eine ganz zentrale Frage zuerst mal in unsere Mitte legen, weil das ist für mich so ein bisschen wie das Scharnier für alles. Und das ist die Frage, von wem wirst du geleitet? Von wem wirst du geleitet? Es steht da drin, wir alle werden von unserer sündigen Natur geleitet. Das heisst natürlich nicht immer, dass wir absolut die schlechtesten Menschen sind auf dieser Erde. Überhaupt nicht. Aber es ist unterschiedlich stark, wie fest, dass so Emotionen und Verhalten und Reden in unserem Leben, wie unterschiedlich stark, wie das einfach auch zum Vorschein kommt. Aber wir haben das alle, egal ob man Christ ist oder nicht, wir alle haben die sündige Natur geschenkt bekommen. Und sie steckt in jedem von uns drin. Und das Problem ist, die Kraft verliert nie eine Wirksamkeit in unserem Leben. Sie ist immer wieder da. Und wir kennen die Auswirkungen. Wir alle kennen sie. Ich gehe noch mal ganz kurz durch. Unzucht heisst da drin. Das ist Sex außerhalb der Ehe. Und das ist für unsere Gesellschaft heute mehr die Regel als die Ausnahme. Unreine Gedanken, Vergnügungssucht. Das heisst, hey, ich lebe hauptsächlich, dass es mir gut geht. Hauptsache Vergnügen. Götzendienst. Was ist Götzendienst? Du musst nicht einen Buddha aufstellen und das Kerzchen davor stellen, die Hei, sondern hey, es ist eigentlich, dass du die höchste Erfüllung, den grössten Kick im Leben suchst, außerhalb von Gott. Das ist Götzendienst, Zauberei, Horoskop, Spiritismus, okkulte Sachen. Wir haben vor kurzer Zeit eine riesige Konferenz in der Schweiz gehabt, mit Zehntausenden von Leuten, die gekommen sind, aus dem Management raus, aus den höchsten Positionen der Schweiz an einer Konferenz und die auf dieser Ebene vom Spiritismus gesucht haben, dass sie mehr Power bekommen, mehr Kraft bekommen für ihr tägliches Leben. Feindschaften, Streit, Eifersucht, kennen wir alles, Zorn, selbstsüchtige Ehrgeiz, Spaltungen und dann sagt er, und desgleichen mehr. Also die Liste ist noch sehr, sehr lang. Und das Krasse ist, er sagt da drin so deutlich, redet Gott zu uns und sagt, ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Oder? Das ist nicht ganz einfach zum Auslegen, aber ich will es vielleicht so sagen. Wer in diesem Lebensstil bleibt, der wird sehr schwere Konsequenzen in seinem Leben erfahren. Und was Gott möchte, ist, dass wir nicht mehr gesteuert und geleitet sind von dieser sündigen Natur, die in jedem von uns steckt. Weil das ist eben schon sehr interessant. Es ist viel einfacher, dieser sündigen Natur in unserem Leben einfach zu folgen und zu sagen, ja, der Double, das schießt mich an, das ist nicht gut, das regt mich auf. Rede mal mit Menschen und die meisten haben irgendetwas, sich zu beklagen, zu lästern oder was auch immer. Und es steckt in uns drin. Und die Frage ist, hey, wie kommt denn die Frucht vom Geist? Und das ist ja eigentlich etwas Schönes. Weil wenn du sagst, hey, das sind Menschen von der Liebe, von der Geduld, von der Freundlichkeit,
das sind coole Typen, mit denen bist du gern zusammen. Das ist etwas erstrebenswert. Es ist etwas, was uns gut tut. Es ist etwas, was unseren Beziehungen gut tut. Es ist etwas, wo übrigens sogar Gott daran Freude hat. Und ich glaube, wenn du die Wahl hast, in einer Familie zu sein, wo Streit ist, oder wo Auseinandersetzungen sind, oder in einer Familie zu sein, wo man vielleicht auch mal streitet, aber man findet immer wieder in Frieden. Es ist ein Grundklima von der Harmonie, von der Liebe, von der gegenseitigen Wertschätzung. Ich meine, du müsstest ja Sadist sein, wenn du die erste Familie wählen würdest. Oder? Und darum sind diese Sachen so wichtig und jeder von uns leistet auch einen Beitrag daran, dass die Welt ein besserer Ort wird, dass unsere Kleingruppen ein besserer Ort werden, wo eben die Sachen, die Qualitäten vom Geist Gottes zum Vorschein kommen. Und ohne Zweifel redet auch der Paulus zu Christen. Und was ist denn überhaupt ein Christ? Was macht ein Christ aus? Ein Christ, glaube ich, wenn wir die Bibel anschauen, hat zwei Sachen erlebt. Das erste ist wirklich eine Bankrotterklärung. Und zwar eine Bankrotterklärung, wo er sagt, ich merke, die Sachen sind in mir und ich merke immer wieder in meinem Leben, die Sachen holen mich ein, sei es die Eifersucht, sei es der Zorn, sei es die Ungeduld, was auch immer. Du kannst irgendetwas nehmen von dieser Liste, die unreinen Gedanken und ich merke, hey, es steuert mich, es beeinflusst mich, ich mache Sachen, ich sage Sachen, ich verhalte mich auf eine Art und Weise. Ich weiss, es ist nicht aus Liebe geschehen, es ist nicht mit der Qualität geschehen, wo ich eigentlich weiss, in meinem Leben sollte sein. Und ein echter Christ, der sagt, ich komme mit dieser Bankrotterklärung von Gott und sage, es tut mir leid, vergib mir meine Sünden. Und er bleibt aber nicht dort stehen, sondern er setzt sein Vertrauen auf Jesus. Ein echter Christ ist nicht einer, der denkt, ich kann es eben selber, sondern sagt, ich kann es eben nicht. Und kommt zu Jesus, bekennt seine Schuld. Und das Wunderbare ist, Gott gibt uns in dem Bekenntnis von unserer Schuld und in dem Vertrauen auf Jesus, schenkt er uns eine neue Natur, etwas Heiliges in unserem Leben, etwas Reins, etwas von höchster Qualität und Güte. Fast hätte ich gesagt, Swiss-made. Schenkt uns das in unser Leben rein. Also es ist so absolut einzigartig und so als Sahnehübel oben drauf, wie so ein guten Romanov oder ein Schlagrahm oben drauf, bekommen wir den Heiligen Geist. Und er wird beschenkt und jetzt geschieht etwas in einem echten Christ. Er will anders leben. Und ich sage bewusst, er will anders leben. Schau, echtes Christsein bedeutet nicht, ich weiss, ich müsste, ich weiss, ich sollte. Man muss doch, ein Christ tut doch. Echtes Christsein heisst Folgendes: Ich wette das, was Gott will. Und zwar warum? Weil er weiss, ich bin geliebt von Jesus. Weil er weiss, ich bin gereinigt von Jesus. Ich will nicht mehr zurück in den Schrott. Ich will nicht mehr in die Unreinheit. Ich will nicht mehr leben wie früher. Ich will nicht mehr das unbeherrschte Ekel sein, wie ich früher war. Ich will nicht mehr der Lästerer sein. Für das hat doch Jesus gezahlt am Kreuz. Das will ich nicht mehr. Und er will ein neues Leben leben. Und zwar eben nicht unter Zwang, nicht unter Druck. Er geht nicht in eine Kleingruppe, weil sie das da im Buch Heck sagen, gang in eine Kleingruppe, sondern weil er merkt, der Geist Gottes weckt in mir einen Wunsch, Gemeinschaft mit anderen zu sein. Ich brauche das. Ich merke, wenn ich mich gut entwickeln will, I need other people. Und ich sage euch das auch als Pastor, jetzt bin ich 31 Jahre Pastor im August, hier im Buch Heck. Und ich merke es bis heute noch. Ich brauche Menschen an meiner Seite, die mich inspirieren, ermutigen, vielleicht auch mal herausfordern auf dem Weg mit Jesus. Er will das. Und er begehrt die Frucht vom Geist Gottes. Das ist das Verlangen in sich. Er sagt, ich will die Qualität von der Liebe haben. Und schaut, das ist nicht einfach. Und ich will es bewusst heute mal so sagen, ich denke, kannst die Händchen mitnehmen beim grossen Thema von der Liebe. Aber ich kann es müssen. Und zwar, schaut, weil die zwei Naturen in uns kämpfen, die neue und die alte Natur, kann ich auch sagen, es ist nicht einfach, freundlich zu bleiben, in der Liebe zu bleiben. Da kommen immer wieder die Sachen und sagen, weißt du was, selber die Schuld. Wir freuen uns. Wenn es dem, der uns nicht gut hat, wenn es dem misslingt, der uns überholt hat auf der Autobahn, vorne steht die Polizei, Flash, yes, geschieht recht. Das ist die alte Natur da drin.
Und die sagt, hey, schau, ich kämpfe, oder? Das lasse ich mir nicht bieten. Hey, das nächste Mal, wie ich den gesehen habe, ich sage es ihm, in your face. Und so weiter. Und dann ist die neue Natur, sagt, hey, nein, weißt du was, ich will lernen, in der Liebe zu bleiben. Ich will wie Jesus sein. Und das ist ein Fight. Das ist wirklich ein Kampf. Es ist viel einfacher, hässlich zu werden, es ist viel einfacher, einen sauren Stein zu machen, als zu sagen, ich bleibe in der Liebe. Egal, was du machst, ich werde lieben. Ich werde in der Geduld bleiben. Und das ist der Kampf zwischen diesen zwei Naturen. Aber schau, das Coole ist, die neue Natur ist eben, da innen steckt der Heilige Geist. Und der hat Power und der hat mehr Power als deine alte Natur. Und das nächste Mal, wenn es dich innerlich kitzelt und sagst, dem zeige ich es oder dem sage ich es jetzt einmal, nimmst du die neue Natur und sagst, nein, ich bleibe in der Liebe. Yes, 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 yes. Und wenn es immer noch mal kommt, mach's doch. Dann sagst du, der Todestod. Oh, Entschuldigung, Fred. Jawohl. Gut Polsterung gewesen, gell? Hast du etwas gemacht? Das ist gut. Die alte Natur brauchen wir sowieso nicht mehr. Genau, danke vielmals. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn wir das mit dem Kampf nicht verstehen, der in uns vor sich geht, dann werden wir denken, es kommt so easy. Und das kommt es nicht. Und ich kann sagen, der Kampf bleibt bestehen in unserem Leben. Ich habe nur Folgendes gemerkt. Je schneller dass sich der bemerkbar macht, je schneller muss sein. Je schneller. Bei der kleinsten Sache, jetzt werde ich ungeduldig. Das resigniert mich. Nimmst die neue Natur und sagst im Namen Jesus, ich habe den Sieg über das Alte. Es steckt doch etwas Neues in mir. Es ist Gott in mir. Und darum heißt es im Epheser 4,30 auch, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Und das ist dann kommen wir in unserem Leben, ich sage es, in einen Flow rein, wo du innerlich immer schneller merkst, Moment mal, jetzt wird mir der Heilige Geist helfen. Jetzt habe ich das und das erlebt. Jetzt braucht der mich. Und du merkst, der Heilige Geist hilft mir. Er gibt mir die Liebe, er gibt mir Geduld für die und die Person. So cool war da unten. Ich komme gerade aus der Zürich Lounge. Ist jemand allein dort gesessen und plötzlich jemand von unserer Church sieht das, verlässt seine Gruppe, geht an und ich denke, das ist genau das, was der Heilige Geist jetzt gemacht hat. Und er connected, oder? Mit einer anderen Person. Er war auch da für die Freunde zuerst. Aber nachher sich auch Zeit genommen für jemanden, der einfach allein war. Ich dachte, das ist doch die Liebe von Gott. Das ist doch das, was innerlich von Gott geweckt wird. Und heute haben wir den Fokus Liebe. Und ich möchte das Wort Liebe wirklich nochmal von der Bibel her anschauen. Was ist denn das? Wir sagen oft, ja, ich liebe gutes Essen, ich liebe gute Ferien, ich liebe gut. Aber das ist nicht das Wort, das in der Bibel gebraucht wird. In der Bibel wird das Wort Agape gebraucht. Und es wird praktisch ausschließlich für die Qualität der Liebe von Gott gebraucht. Und darum heisst es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Die grösste Power auf dieser Welt, das ist die Liebe. Und das ist die Liebe von Gott. Und schaut, wir stellen ja die Kraft der Liebe schon auf der menschlichen Ebene fest. Wie viele von euch haben einen Hund oder ein Haustier daheim? So, okay. Ich habe keinen Hund. Also, jeder Irrtum können sagen, hat keinen. Aber die Schwiegereltern haben einen. Aber wenn ich dort läute, dann kommt so Lea, wuff, 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 riesige Ball und so weiter, hey, der Schwanz, und dann geht die Türen auf und dann sind die Pfoten da oben. Und weißt du, jedes Mal denke ich, was für ein liebes Hündchen. Es berührt mich, weil ich merke, sie freut sich daran, oder? Wenn ich komme. Ich meine, ein Hundehalter pfeift, dann kommt der Hund. Oder was weiß ich. Das macht etwas mit einem. Meine Cousine ist professionelle Reiterin. Und Teil von ihrem Leben setzt sie ein für benachteiligte Kinder.
in Brasilien und macht Folgendes. Sie lehrt dort die Kinder, die ausgegrenzt waren, die Kinder, die aus zerrütteten Familien kommen, lehrt sie mit dem Ross umzugehen. Und das Ross ist Fluchttier. Bis zu dem Tag, wenn sie erleben, ich rufe dem Tier und dann kommt es zu mir. Das ist das Letzte, was ein Ross normalerweise macht. Aber die Kinder leben das, wie man das Vertrauen aufbaut. Und plötzlich kommt das Vertrauen, kommt die Liebe von dem Ross ihnen entgegen. Und weißt du, was es macht? Es berührt Herzen. Es heilt Herzen. Und schaut, wenn das schon auf der menschlichen Ebene so ist, wie viel mehr mit der Liebe Gottes, die uns entgegengekommen ist. Schaut, die Liebe von Gott, ich will es ja ein bisschen erklären oder versuchen zu beschreiben. Es ist wirklich die höchste Form von der Liebe, die es überhaupt gibt. Es ist die willentliche Entscheidung von Gott für dich. Es ist die Liebe, die gibt, auch wenn nichts zurückkommt. Gott hört nicht auf, dich zu lieben. Gott hört nicht auf dich zu lieben. Selbst wenn du ihn enttäuschst, selbst wenn du ihm Kummer machst, selbst wenn du ihn ablehnst, seine Liebe ist eine Konstante. Und das erleben, so eine Qualität von Liebe erlebst du auf dieser Welt nicht. Das ist unmöglich. Kein Mensch tickt so, wie Gott tickt. Die Bibel sagt sogar, Gott ist die Liebe. Weißt du, was das heisst? Sein Wesen ist Liebe. Wenn Gott aufhören zu lieben, wird Gott aufhören zu existieren. Seine Existenz ist gebunden an seine Liebe. Und das ist crazy. Du kannst auch nicht machen, dass Gott dich noch mehr liebt. Weil Gott liebt dich bereits. Und zwar mit so einer Qualität von der Liebe, die unabhängig ist von deinem Verhalten, vorbehaltlos ist. Wo keine Bedingung geknüpft ist. Sie ist vergebend. Gottes Liebe ist ständig das Gute. Ist lösungsorientiert, ist friedensorientiert. Und die Liebe, die hat Gott im Himmel so bewiesen, wo Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Weißt du, was damit Gott sagt? Hey, ich will alles wegnehmen, was Menschen trennt, was Menschen rausnimmt aus der Möglichkeit, meine Liebe zu erfahren. Ich will und befreie die Menschen darum von ihrer Sünde, ihrem Leben, wo sie trennt von mir. Und jetzt kommt der Punkt, und er sagt, hey, du bist mir, wenn ich es richtig interpretiere, du bist mir wichtiger als mein eigener Sohn. Ich weiß nicht, wie viele Eltern so würden denken über Kinder, die nicht die eigenen sind. Aber es zeigt uns etwas von der Dimension von der Liebe Gottes, wo dir gilt, wo mir gilt. Jetzt sagst du, ja, ist denn Gott lieblos gewesen, seinem Sohn gegenüber? Denke daran, im Sohn ist genau die gleiche Liebe gewesen wie im Vater für uns Menschen. Jesus ist nicht als Opfer an das Kreuz gegangen oder nur, weil es der Vater wollte. Jesus ist gekommen für das, um zu sterben für dich, um mich, um sein Leben zu lassen für dich und für mich. Er liebt dich genauso. Und schaut, diese Liebe, wenn ein Mensch sich öffnet für diese Liebe, dann bringt das eine tiefe Veränderung, Erneuerung. Es ist das, was den Menschen rettet. Wenn du von Gott weglaufst in deinem Leben, laufst du vom Glück im Leben davon. Wenn du von Gott weglaufst, laufst du von der grössten Liebe weg, die es überhaupt gibt in dem Universum. Und handherum, wenn du dich öffnest dafür und wenn du zu ihm kommst, dann kommst du in den Bereich von dieser Liebe. Und die Frage ist, stellt sich sicher die Frage dir, ja, wie, wenn wir dieser Liebe so begegnen und zum Glauben kommen an Jesus, wie kommt die Liebe in unserem Leben, wie können wir so lieben? Und ich will dir vielleicht an der Stelle noch mal in Erinnerung rufen, so lieben ist menschlich unmöglich, es ist göttlich. Es ist wirklich göttlich. Und die Frage ist, wie können wir das? Und das Erste ist, wir müssen in unserem Leben den Heiligen Geist wirklich geschenkt bekommen. Wir können es nicht ohne die Hilfe von ihm. Du kannst dich bemühen, aber deine Geduld wird nicht lange. Deine Liebesfähigkeit wird nicht lange.
Da wird es Menschen geben im Leben, denen würdest du sagen, hey, deren gebe ich meine Liebe nicht. Aber wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann weißt du, was sagt er, lass, du kannst es nicht, aber ich bin in dir und ich kann dir die Liebe geben. Ich kann dir die Liebe bewirken, die du brauchst für die Nächsten. Das Zweite ist, wir brauchen wirklich eine klare Entscheidung in unserem Leben, dass wir die Auswirkungen der sündigen Natur nicht mehr tolerieren. Das heisst, ich sage, hey, ich dulde es nicht mehr in meinem Leben, lieblos zu sein. Ich dulde es nicht mehr, ungeduldig zu sein. Ich dulde es nicht mehr, so negativ zu reden. Ich toleriere es nicht mehr. Und weißt, wir haben so in unserer Kultur haben wir so ein bisschen eine Verteidigung für das, was wir oft machen. Und was nicht gut ist, sagen, ja weisst, Meyers sind nicht immer so gewesen und Hugendoblers auch. Und die Theissen sind auch so gewesen. Und wir sagen auch, ja, das ist eine Familie, ist einfach ein Familienzug, ist normal in unserer Familie. Aber weißt du, was du tolerierst, akzeptierst du und sagst, es ist okay. Und denk daran, nicht du setzt den Maßstab, sondern Gott setzt den Maßstab. Und wenn du den nicht setzt wie Gott, dann wird das Gute, was der Geist Gottes in dir will hervorbringen, wird gar nicht kommen können. Und vielleicht musst du heute, an dem heutigen Tag sagen, weißt du, ich toleriere jede Art, jeden Gedanke und jedes Handeln ohne Liebe. Ich dulde das nicht mehr in meinem Leben. Heute sage ich, Lieblosigkeit ade. Und darum heisst da drinnen, dass die das machen, die haben ihr altes Wesen mit Christus ans Kreuz genagelt. Was heisst das? Du musst nächstes Mal nicht einen Nagel mitbringen und einen Hammer. Bitte kein Nägel in das Kreuz da. Soll noch ein bisschen schön aussehen für die nächste Generation. Aber was ich meine, ist Folgendes, dass du sagst, hey, in anderen Worten, weißt du was? Die alte Natur da, der linke Händchen, die linke Seite in mir, die linke Seite, die ist mit Jesus dort am Kreuz. Jesus hat sie mitgenommen in den Tod. Und was Tod ist, verliert das Leben und verliert damit die Wirksamkeit in meinem Leben. Und das ist eine Radikalität. Nicht zu tolerieren. Ich würde es am ehesten vielleicht so sagen. Und das Dritte ist, das ist vielleicht eine grosse Überraschung, aber denk daran, du kannst nur geben, was du empfangen hast. Schau, wenn wir Liebe zeigen wollen, müssen wir uns von der wirklichen Liebe von Gott erfüllen lassen. Wir müssen diese Liebe suchen. Und weißt du, das ist etwas, was wir wirklich erfahren können. Ich bin ganz offen, früher habe ich viel auch Fürbitte gemacht, Anbetung gemacht. Und eines Tages war es wirklich, wenn Gott so zu mir redet, sagt, Matthias, hey, wie viele Chancen und Möglichkeiten gibst du mir, wenn du betest, dass ich dich lieben kann? Dass du einfach in meine Gegenwart kommst und dass ich dir Gutes tun darf. Ich bin als ich in der Predigtvorbereitung war, habe ich so gedacht, Herr, aber ich verdiene deine Liebe ja gar nicht. Und dann hat Gott so zwei Sachen gesagt. Er hat gesagt, erstens, Matthias, es stimmt, du verdienst meine Liebe nicht. Kein Mensch verdient sie. Aber weißt du was? Ich schenke sie. Ich schenke sie dir, meine Liebe. Und vielleicht gehörst du jetzt zu diesen Menschen, denen es schwerfällt, beschenkt zu werden. Aber weißt du, wenn du betest, dann darfst du wirklich auch dort sein und darfst sagen, Herr, ich empfange einfach aus deiner Liebe. Ich empfange aus der Fülle von deiner Liebe. Gott möchte deinen Liebestank auffüllen. Und zwar so fest, dass du nicht noch genug Liebe hast für Gott und für dich, sondern dass du genug Liebe hast für die Nächsten. Und ich habe in meinem eigenen Leben das einmal so recht krass irgendwo auch erlebt, wie Gott einem da zu Hilfe kommt. Gott stellt Menschen in unser Leben als Schleifstein. Als Menschen, die es uns nicht so einfach machen, sie zu lieben, damit wir Liebe üben können. Und eine von diesen Personen war mein Lehrmeister.
Ich weiss auch, ich bin die ersten paar Wochen, ich bin manchmal heimgekommen, ich habe fast geheult, habe gesagt, dem kannst du nichts recht machen. So ein Perfektionist, das war mega gut. Aber seine Standards so hoch, ich dachte, hey, kein Mensch schafft das. Und die anderen haben auch angefangen zu lästern und so und Sprüche machen über ihn und Zeug und Sachen. Und ich habe gewusst, es sind noch 4 Jahre mit dem Typ. Und dann redet Gott zu mir und sagt, Matthias, er ist in deinem Leben, damit du Liebe üben lernst. Dann habe ich gedacht, ja, aber ein anderer, aber nicht ihn. Und dann habe ich gedacht, aber Gott, er hat das Problem. Er hat das Problem. Und er hat Gott gesagt, nein, du hast ein Problem, Matthias. Du liebst nicht, wie ich liebe. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Aber nicht mit ihm. Der hat mir gesagt, Matthias, ich will dir helfen. Dann habe ich Gott so eine Stufe genommen, ich habe jetzt nicht Zeit, dir alles zu erzählen, aber ich habe einfach angefangen zu beten. Und ich habe gemerkt, im Gebet für diese Person hat Gott mein Herz angefangen zu verändern. Es ist weich geworden. Ich habe plötzlich angefangen zu sehen, ich habe plötzlich ein Erbarmen auch bekommen. Für die eckigen Seiten und Kanten. Ich habe plötzlich eine Liebe bekommen. Und ich habe aufgehört zu lästern, ich habe aufgehört negativ zu reden, ich habe angefangen anderen zu sagen, schau mal, das ist noch gut in dem. Das ist so cool, haben wir das können lernen bei ihm. Und ich habe angefangen mit ihm zu reden. Und er hat gemerkt, Matthias ist anders. Und am Schluss von diesen 4 Jahren haben wir eines der tiefsten und persönlichsten Gespräche auch über den Glauben an Jesus gehabt. Etwas, was ich nie gedacht hätte, dass je passieren würde. Liebe ist die stärkste Kraft auf dieser Welt. Liebe kann das tun, was Härte nicht kann, was Argumente nicht können. Liebe kann das tun, was wir durch Manipulation und durch Intrigen und durch viele menschliche Cleverness nicht können tun, das kann die Liebe tun. Und dieser Liebe sollst du heute Morgen begegnen. Und ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen zum Gebet. Und ich möchte zuerst einmal, dass wir für einen Moment einfach zu Gott kommen. Und vielleicht hast du Zweifel an der Liebe Gottes. Vielleicht hast du Zweifel, dass die Liebe zu dir so groß ist, dass sie dein tiefste Liebesbedürfnis, wo notabene kein Mensch letzten Endes kann fühlen, und eben nur Gott kann, dass er das kann. Und ich bete, Herr, in diesem Moment, dass Menschen jetzt eine Berührung mit dieser Liebe von dir dürfen erfahren. Dass du alle Zweifel wegnimmst. Dass Menschen die Worte hören von dir, wo du sagst, ich liebe dich über alles. Ich habe dich immer geliebt. Ich habe dich geliebt, bevor du geboren bist. Du kannst vielleicht nicht alles einordnen in deinem Leben. Aber meine Liebe war immer da für dich. Immer. Und sie ist da für dich jetzt, in dem Moment. Und ich bete, dass Menschen heute Morgen ihre Herzen dürfen vertrauensvoll öffnen. Ich möchte zu Menschen reden in diesem Gebetsmoment, die sich noch nie für Jesus entschieden haben. Du weißt vielleicht von Gott, du hast vielleicht Fragen über Gott, vielleicht sogar Vorwürfe an Gott. Aber heute Morgen merkst du, eigentlich will ich dieser Liebe von ihm vertrauen. Und ich möchte dir sagen, mach's. Man kann das mit einer Entscheidung im Herz tun und indem man betet und sagt, Herr Jesus Christus, ich vertraue deiner Liebe. Komm du in mein Leben. Reinige mein Herz. Du siehst, ich komme mit meinen Emotionen, du siehst, ich komme mit meinen Gefühlen und Gedanken manchmal nicht zurecht. Komm in mein Leben und mach aus mir einen neuen Mensch. Und Gott wird das tun. Heute Morgen. Er wird kommen und er wird seinen Heiligen Geist empfangen. Ich empfinde auch, dass Gott heute Morgen Menschen möchte befreien. Befreien auch von Mangel an Liebe. Ich glaube, dass jemand da ist heute Morgen.
ich weiß nicht, du bist vielleicht adoptiert worden und du hast in deinem Leben die Frage, warum hat mich meine Mutter, warum hat mich mein Vater aufgegeben? Heute Morgen möchte Gott dir in seiner Liebe begegnen. Und er will dir sagen, du wirst vielleicht nicht alle Antworten bekommen, aber das, was du dich danach sehnst, das findest du bei mir, einem Vater im Himmel, der dich über alles liebt. Ich glaube, dass jemand da ist, der einen Sportunfall hatte und wo heute Morgen da ist. Und wir wollen beten für dich, dass Gott dich wirklich auch berührt, dass du seine heilende Kraft empfängst. Und wir wollen jetzt Folgendes machen, in eine Zeit gehen vom Gebet, von der Begegnung mit Gott. Und ich möchte zuerst unsere Kleingruppenleiter bitten, führen zu kommen und euch aufzustellen. Und ich werde heute Morgen Folgendes machen. Wir möchten Gott zuerst um Vergebung bitten, wo wir gefehlt haben in dieser Liebe. Dass unser Herz richtig steht zu Gott. Und dann darfst du vorkommen. Und du findest da vorne gelbe Zettel und rote Schreiber. Und dann schreib doch auf das Blöckchen den Namen, nur den Vornamen, keine Details. Oder kannst auch die Initialen machen auf von dieser Person, wo du spürst, das ist die Person, die es für mich im Moment am schwierigsten ist, sie zu lieben. Und dann darfst du den Namen aufschreiben, praktisch als Gebet zu Gott. Und dann darfst du ihn nehmen und darfst ihn dort an das Kreuz tun und sagen, Herr, ich entscheide mich heute dieser Person mit deiner Hilfe von jetzt an wirklich Liebe auch zu geben und erfüllt zu werden von dir und das tun, was nur du kannst. Die Person wirklich zu lieben. Und ich glaube, ihr habt alle eure Schleifsteine, ihr habt alle eure Leute in eurem Leben, die noch sagen, bei denen ist es schwierig. Aber du wirst merken, mit diesen paar Schritten, es wird dir eine Befreiung sein und es wird dir helfen, in diesem Entscheid, in dieser Liebe von Gott, wirklich eine Entwicklung zu machen, Fortschritt zu machen, zu üben in deinem Leben. Und es wäre mega cool, das ganze Herz wird voll von so geilen Zetteln sein. Wir wollen eine Kirche sein, die nicht nur von der Liebe redet, sondern die sagt, wir wollen auch eine Kirche sein, die Liebe lebt und eine Kirche, die Liebe übt. Amen. Hey, unser Ministry-Team, ich bin froh, wenn ihr auch hier im kleinen Saal noch steht, dass Menschen dürfen kommen zum Gebet, auch für die, wo der Eindruck war, auch sonst, wer einfach sagt, ich wünsche ein Gebet heute Morgen, kommt doch und wir sind gerne da für euch. Und jetzt dürfen ihr kommen, wenn das Worship-Team spielt und die Namen aufschreiben. Und Herr, bevor wir das tun, wollen wir einfach auch noch kommen und dir sagen, vergib uns für alle Lieblosigkeit. Vergib uns überall dort, wo wir Menschen die Liebe quittiert haben. Vergib uns dort, wo die alte Natur, wo wir dieser mehr Raum haben gegeben, mehr Stärke gegeben haben, als dieser neuen Natur von dir. Vergib uns und befähige uns, zu Menschen von der Liebe zu werden. Amen.